Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach einem spannenden Spiel. 5:2 haben die Pfälzer Löwen gegen die Bayreuther Tigers gewonnen. Ein Resultat, das angesichts der personellen Situation bei den Löwen durchaus als kleine Überraschung zu werten ist. Wie es nun war und woran es lag, das sollen uns die beiden Trainer erklären. Ich herzlich begrüße zu meiner Rechten Sergej Wasmiller, zu meiner Linken der Ihnen bekannte Flocko Funk. Ja, 5:2, Sie sind mit 4 Siegen im Gepäck und sicherlich einer breiten Brust nach Bad Tölz gekommen und haben sich das vermutlich ein wenig anders vorgestellt. Was war denn dann der Unterschied, Herr Wasmiller? Ja, hallo, guten Abend erstmal alle zusammen. Ich habe mir nichts anderes vorgestellt. Also, ich habe gewusst, das wird ein leckeres Spiel für uns, das wird ein Riesenkampf. Und der Tölzer war schon in den letzten paar Niederlagen wirklich aggressiv ins Spiel gekommen. Der erste Drittel völlig in Ordnung, geht in die Seite der Tölzer, der war aggressiver, die haben jeder Zweikampf gewonnen, wir waren halbe Schritt so langsam und entsprechend ist auch diese 3-1-Ergebnis nach dem ersten Drittel war völlig in Ordnung. Im zweiten Drittel, wir sind besser ins Spiel angekommen, dann haben wir meiner Meinung nach dumme Strafzeiten kassiert, wo uns wirklich schwer getan, viel Kraft gekostet und dann haben wir es auch überstanden. In der letzten Drittel, meiner Meinung nach, wir waren besser, wir haben mehr investiert im Spiel, wir sind wirklich ganz knapp um 2-3 gewesen, ein paar Mal, aber leider Gottes war nicht das Tor und kassieren wir natürlich diese 4-1 unglücklich abgefälschte Tor und das spielt auf. Ich kann keine Hand geben an die Jungs, die haben gekämpft, die haben Einstellung gepasst, wie banal sich angehört, aber die nötige Frische auch gefällt und wir haben auch die ersatzschwächere Mannschaft jetzt mit 5 Verteidiger eingereicht und auch jetzt noch keine fehlende Spielraum gekriegt, von daher wir müssen schauen nächste Woche mit Sanele und dann wieder den Kampf eingehen. Von meiner Seite, ich gratuliere bei der Tölzer Mannschaft und verdienter Sieg. Dankeschön. Wenn ich noch nachfragen darf, zur Torhüter-Situation, habe ich es richtig gesehen, Sie haben mit Federmann begonnen, der dann aber nicht mehr gekommen ist nach dem ersten Drittel. Julian, ja, der hat erst Drittel gespielt und dann angeblich irgendwie mit gesundheitlichen Problemen und dann muss man das auslaufen. Aber ich denke, dass Nick Sievers hat überragend seinen Job gemacht, also gibt es keinen Anruf und muss man schauen. Dankeschön. Ja, Flocko, jetzt 3-mal in der Liga richtig abgewatscht worden. Ich kann mir vorstellen, du bist sehr erleichtert, heute gewonnen zu haben. Ja, guten Abend. Ja, Gott Fälle, wichtig Spiel für uns gewesen. Und ich sage, das letzte Drittel haben wir wirklich einmal sehr gut gespielt, wie wir uns das vorstellen, wenn wir spielen können, dass wir immer am Angehen, hohes Tempo gehen. War dann auch sehr zufrieden mit dem 3-1. Das zweite Drittel hat uns einfach irgendwie ganz Tempo gefällt und die 5 Strafzeiten haben uns voll aus dem Rhythmus gebracht. Weil es dann irgendwie das Spiel langsamer war und wenn es langsamer wird, sind die besseren Eishockeyspieler und das hat man dann auch gesehen. Spielen immer lange Pässe und wieder quer. Und weil wir das dann zulassen haben, weil uns Tempo nicht mehr da war. Ich denke aber im letzten Drittel haben wir dann nicht mehr so viel zulassen und wie das ja gesagt hat, mit dem 4-1 war es dann Gott sei Dank fast gelaufen, ich habe durchgeschaut, wie lange noch ist. Und sind wir sehr zufrieden, muss sagen, Respekt geht jetzt gar nicht zutreten, dass wir so ein gutes Drittel spielen wie das erste heute haben. Weil wir es wirklich schon längere Zeit auch nicht mehr geschafft haben. Aber wenn wir weiter arbeiten und so heißen wie heute, dann sind wir wieder dabei. Danke. Zwei Personalien, da ich gerne noch abarbeiten. Der Thomas Schenkel ist am Freitag nicht mit nach Freiburg gefahren, weil seine Frau vor der Niederkunft stand. Konnte uns verraten, wie es ausgegangen ist. Es hat glückt.
Ich habe vorher schon gefragt, es ist am Freitag passiert und ein Sohn geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und noch eine Nachfrage, der Topscorer ist ja am Freitag verletzt worden. Wie geht es denn dem Kapinski? Was sagt denn die medizinische Abteilung? Ja, der hat eine kleine Absplitterung unten am Fuß, aber im Augenblick kann er nicht schlecht gehen, sagen wir so. Jetzt muss man die nächsten paar Tage abwarten, wenn das so ist, dass der wirklich wieder normal laufen kann, dann kann er auch wieder spielen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bis Freitag hier hat. Ja, Frau Herzlich gerne. Ja, Flocko nach mindestens 3 Spielen der großen Enttäuschung. Also doch ein wichtiger Sieger für die Psyche. Auch für Marco Wölfel, der bitter einstecken hat müssen, obwohl er sehr gut gefangen hat. Irgendwie für den Wert für die nächsten Spiele, dass sie erkannt haben, dass sie dezimiert gegen eine Top-4-Mannschaft bestehen können mit der nötigen Einstellung. Ja gut, es war unglaublich wichtig, dass wir belohnt worden sind im ersten Drittel mit der Spielweise, dass wir wieder wissen, wir müssen so spielen. Und der Marco war es so, ich habe mit Freiburg noch am 2. Drittel raus, weil es war wieder 5-0 gestanden, weil wir denken, jetzt wieder ziehen werden, muss er auch nicht sein. Ich habe noch gesagt, Marco, was aufgewechselt am Sonntag nur zum Tor, dann jetzt beim Kessi rein. War er auch einverstanden, weil das ist einfach für ihn so gut, wenn du zu viele Tore immer kriegst. Da zweifelst du dann langsam auch schon, wie er wirklich in dieser Tür kommt. Aber er war halt sehr gut. Und das muss er wissen, wenn er auch gut ist und wir alle gut spielen, dann können wir mehr können. Die Lage mit den Verletzten ändert sich ja, coole Musik im Hintergrund. Die Lage mit den Verletzten ändert sich ja auf Sicht nicht. Thomas Mauern hat letzte Woche mir gesagt, dass ihr euch die Woche, also vergangene Woche mal besprochen habt, was zu tun sei oder was man machen könnte und dass dann auch irgendwie mit Nürnberg demnächst gesprochen wird. Was ist da der Sachstand, beziehungsweise was hättest du gerne an der Mannschaft für Änderungen, wenn es so weit machbar ist? Ja, so weit machbar, genau, das ist doch das Wort. Also wenn es so weit machbar brauchen wir eigentlich mal einen starken Verteidiger, das ist klar. Es sei denn, es steigern sich jetzt alle ganz brutal, die jetzt wieder schon so gut gespielt, 2 Verteidiger jetzt. Wird in Zukunft auch bleiben, die nächsten Spiele, weil es ja nicht anders geht. Wir haben am Freitag einen den Spieler dabei gehabt, der Koschelton, der hat seine Arbeit auch sehr gut gemacht. Ist auch nochmal eine Variante, wo wir vielleicht zugreifen müssen. Und sonst, wenn nichts machbar ist, dann müssen wir halt schauen. Dann müssen wir hoffen, dass sich keiner weh tut. Und alle in einer Form halten. Weil sonst, wir können uns jetzt nicht erlauben, dass ein Verteidiger einen schlechten Tag hat, der wir können nicht mehr austauschen. Da schon Gedanken gemacht, wer der brutal starke Verteidiger sein könnte, der zustoßen soll. Nein, habe ich noch nicht, weil ich glaube, es ist ja so, wir brauchen da ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, dass wir uns möglicherweise mal leisten könnten, kann man nachschauen. Aber warum soll ich mir jetzt da einen Kopf zerbrechen, weil irgendwelche Leute, warum soll sich leisten können? Wenn es dann so weit ist, werden wir dann schon irgendwann finden, der richtig Verteidiger ist. Die ganzen Verletzten heute auf der Tribüne gesehen haben, sind ja wirklich nicht wenige. Vielleicht auch die medizinische Nachfrage, wer ist am ersten jetzt mal die nächsten Spiele oder mit wem kann man wieder rechnen? Also am Cover hoffe ich und dann hoffe ich auf den Fuki, aber beim Fuchs ist es so, dass das erst am Montag rauskommt, genau. Und sonst sollte das länger dauern, ist der nächste, glaube ich, der Schlagerfabi, der wieder so eingreifen kann, weil die Rohan sowas. Ja, wer die Durchsage nicht verstanden haben sollte, heute waren es 768 Zuschauer. Das ist natürlich relativ spärlich und erleichtert die Situation nicht gerade. Schon deshalb appelliere ich ganz herzlich, dass wir uns am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Deggendorf hier auf dieser Stelle wieder sehen. Ich darf unseren Gästen, namentlich Herrn Hausmüller, eine gute Einfahrt und eine gute und verletzungsfreie weitere Saison wünschen und Ihnen allen eine sehr gute Woche. Vielen Dank.